Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über deshalb und trotzdem. Deshalb und trotzdem sind Konjunktionen, was sind Konjunktionen? Was machen Konjunktionen? Es ist gar nicht so schwierig. Wir haben hier einen Satz und hier einen anderen Satz und eine Konjunktion macht eine Verbindung aus diesen zwei Sätzen. Gut, hier haben wir also zwei Sätze. Einmal den Satz, die Sonne scheint. Hier ist ein Vogel, er singt, also die Sonne scheint. Hier ist der Wald und Peter geht im Wald spazieren. Und wir können diesen Satz und diesen Satz kombinieren, verbinden und dann haben wir zum Beispiel den Satz, die Sonne scheint. Deshalb geht Peter im Wald spazieren. Das heißt, Peter denkt sich, oh, das Wetter ist gut, alles klar, dann kann ich im Wald spazieren gehen. Eine andere Situation. So, hier haben wir eine andere Situation, nämlich das Wetter ist schlecht, es regnet und es ist kalt, aber Peter denkt sich, egal, ich gehe in den Wald spazieren. Peter geht im Wald spazieren. Und jetzt können wir diesen Satz so verbinden, es regnet und es ist kalt, trotzdem geht Peter im Wald spazieren. Gut. Wir sehen noch mehr Beispiele. So, hier sehen wir eine Person und diese Person, sie raucht, wie wir sehen können. Und Rauchen ist sehr ungesund. Das heißt, wenn man raucht, bekommt man hier in der Lunge, das hier ist die Lunge, Probleme. Das heißt, man kann sagen, Rauchen ist sehr ungesund. So, hier ist Lisa. Lisa denkt sich, ich will sportlich sein.
Lisa denkt sich, ich will sportlich sein und sie macht hier Sport, zum Beispiel mit dem Sprungseil. Und hier können wir diesen Satz formulieren. Rauchen ist sehr ungesund, deshalb hat Lisa aufgehört. Das bedeutet, Lisa versteht, Rauchen ist schlecht, Rauchen ist ungesund und sie raucht jetzt nicht mehr. Und hier sehen wir eine andere Person, das ist Herbert. Herbert, er weiß, dass Rauchen ungesund ist, aber er denkt sich, das ist mir egal. Der Satz, den wir hier formulieren können, ist, Rauchen ist sehr ungesund, trotzdem raucht Herbert weiter. Das heißt, nicht so wie Lisa. Lisa hat aufgehört, aber Herbert raucht einfach weiter. Zuletzt sehen wir uns noch ganz kurz die Struktur ein bisschen an. Hier haben wir noch 2 Beispiele. Das hier ist ein Hauptsatz. Der erste Satz einfach, ich bin krank. Ich will Deutsch lernen. Dann haben wir hier unsere Konjunktion trotzdem oder deshalb. Und wenn wir genau hinsehen, haben wir das als Position 1, das als Position 2, das Verb. Und erst jetzt, 1, 2, kommt hier das Subjekt. Ich bin krank, trotzdem muss ich arbeiten gehen. Oder ich will Deutsch lernen, deshalb mache ich einen Kurs bei ECAP. Zuletzt eine kurze Übung für dich. Wir haben hier 1, 2, 3 Sätze und die Idee ist, dass du einen Satz, einen kompletten Satz in die Kommentare schreibst. Wir haben hier, Maruk ist sehr müde. Deshalb, eine Idee von dir wäre schön. Carmela hat wenig Freizeit. Trotzdem. Und zuletzt, es ist ein bisschen langweilig, trotzdem bla 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 bla. Wir freuen uns auf deine Ideen und deine Beispiele. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ECAP.